Ich möchte euch begrüßen im Namen von der Umweltkommission für diese Treppeltour, die wir jetzt nochmal machen im Rahmen von Ein Tag in der Natur. Und nachdem letztes Jahr ja die Treppeltour mit einem Fichter Danzanipoli so toll war, ja, haben wir ja gleich gesagt, wir treffen uns ein Jahr spät, nämlich heute, für die nächste Treppeltour, nicht auf der Birch, mal auf der anderen Seite. Ja? Stelle mich kurz vor, wie gesagt, Danzanipoli, es sind 94 Vierster von der Gemeinde Schöffling, an anderem schon noch nach Römlinger Kehl. Und nachdem hat man dann effektiv, wie der Manfred gesagt hat, letztes Jahr durch Birch waren, wo man über die Problematik hauptsächlich von ihren Böscher oder von ihren Bürger von den Tagebaugebieten geschwärzt haben und diskutiert haben, geben wir heute eine andere Wolle von ihrer schönen Gemeinde gucken gehen, und zwar das am Fuß von ihrer Gemeinde Richtung Autobahn, Richtung Dall, und das ist dann das Fischgebiet, wo wir dann effektiv Dummershaft nennen. Für was Dummershaft? Wir wollten Haft da haben ein Dummershaft, und das Gebiet ist eben von uns so gedäft gehen, Dummershaft. Den Herr Sanipoli erklärt, dass ich schon anständig Chance muss undurch, für durch das Fichtgebiet zu gehen. Die Wege sind relativ eng für die Fauna nicht zu steuern. Der Vierste hat eine Tour von ungefähr 4,4 Kilometer rausgesicht. Okay, da gebe ich so ein mehrmals auf den Weg. Und wie gesagt, das ist direkt hier noch 500 Meter geht das Wirkweg ran bei der Kläranlage. Da können wir noch eine andere Erklärung geben. Ne? Der ganze Sitz, wo der bis renaturiert gehen ist, da wird ja nicht einfach für zu sagen, wir lassen das so sein. Weil sonst gibt man heute schon nicht mehr durch Tröppel gehen, es gibt man auch durch den Busch gehen. Weil es sind schon 15 Jahre her und das ganz furchtbare Terrain. Da gibt heute der Busch durchstehen und man gibt praktisch nichts mehr, man gibt kein Wildsch mehr gesehen, keine Paysage mehr. Denn dann erklärt, dass er für die Bewirtschaftung vom Terrain nicht mehr mit Maschinen arbeiten kann und dafür haben sie schottisch Ranner, auch Galloway genannt, angesagt. Neu ist, dass Wasserbüffeln am Ansatz sind, ob die soll aufpassen und dafür nicht frei laufen lassen. Des Weiteren sind des Büffeln auch mit einem Sender ausgestattet gehen, wo ihr mit einer App um Handy sie zu jeder Zeit lokalisieren kann. Die Renaturierung von der Ulzicht, die ungefähr 400 Jahre kanalisiert gouf, aus 2005-2006 erfolgt. Aufgrund von der Ferraris-Karten, die von 1766 bis 1800 entstanden sind, ist die Ulzicht darin hier das Altbett zurück verlöscht gehen. Weil ein größten Teil vom Terrain aber nach den Bauern gehört wird, ist die Stadt hingegangen und hat ihren Terrain getauscht oder abgekauft. Knapps hatten sie die Renaturierung aufgeschlossen und sich auch direkt Storchen hier angesiedelt. Dafür haben sie auf der Leimenschmillen ein Nest für die Storchen präpariert. Diese Weg, den wir tröppeln, wird dafür auch der Storchenweg genannt. Das Monrech da noch ein Display am Nach geschlossen. Ja, also hier sind da Monrech, Suessem, Esch, Schöffling, ja, das ist aber schon richtig viel. Das sind aber Gemengen mit, da schwätzen wir von 100.000, ich meine, die ist so ausgelöscht für 150.000 Leute. Weil bis Arbeit Schöffling fertig ist, also nach pro Projekt hier, da wird es schon praktisch um Limit. Gell? Aber wie gesagt, hier seht ihr die Ulzicht vom Brill aus könnt Schlängel zu Scheider langs Kläranlage. Geht teilweise die andere Seite auch lang, hat man Bypass gemäht, das heißt, Kläranlage ist praktisch wie eine Insel. Denn dann betont, dass Wasser von der Kläranlage ihrem proper und Ulzicht schläft, dafür sind die Resultate von den Analysen positiv. Auch die Franzosen machen neuerdings große Efforten, für die Ulzicht proper zu halten, und dafür sehen wir ihren Fisch am Wasser. Hier weist uns, dass unter den Brücken Ketten mit Bängeln angemacht gehen, für zu verhindern, dass Wasserbüffeln aus dem Naturschutzgebiet herausgehen. Hier sind wir am Punkt von Kirmelberg. Von Monrech hinerkennt, hier an der Brigger durchgeht, und da weiter da an die Ulzicht fließt.
Weiter seht hin, dat sech an der Kemelbach viel Sedimenter aufgesat hun an dodurch aus dem Niveau vom Wasser geklommen. Huet Wasser sech dunner zurückgezogen, hun Sedimenter fir unangenehme Geruch gesucht. Des Weiteren soll die ganz Umgegend vom Dumanshaff ein Naturschutzgebiet gehen. Well och durch dat neit Gebiet vu Industriegebiet wat lo vis-à-vis vum Dumanshaff en Herbert entstanden ass, da war auch Dopplach Kemelbach muss do renaturiert gin. Muss an dat ursprünglich Spatzrecke verwert gin. An dat war net hannner dem Chora oder Pizzahut, wo dat immer war, dat war auch Kanal, mit dat war viel méi längs vun Hai aus gesinn. An du hast dat renaturiert gin, an du hummer och missen Hai-Dupassung vun der Kemelbach och machen. A wo hast déi, ma Di as lo mé gesinnet lo net méi hunn fir Dr gesinn, Di as hannner dem Schilf vu e ganz neit Bett rënne aménagéiert lo fir d Kemelbach. Problem ass awer kënnt bis hai hinne an der sollt den allen Trassierem goen. Hai ass awer zou, kleef net duch. So wie gesot, Hai geht lo Bett, dat neit de beipasst, Di geht lo dore man durchsprünglech Kemelbach dran, fir dann 100 Meter mi weit an Dölzech ze münden, an do ass da viel mi breet. Mei ginn lo net der Duchfeld do ass wie gesot, du hast relativ rau, mei ginn lo hai weiter, an da geht do hanne lengsem Keier, e puer Schlenderen, an da gimmer iwwer lang Spierchemer Stroos, Ropp. Und da wird man oben eng super Vue op de ganze Projekt hun. Das ist richtig, das ist wirklich eng von den schönsten Plätzen. Du seid nämlich, dass das alles also du kannst ja gut erklären, wie freier sich gelaufen hat, der seid danach an noch wie Tautleben sich ausgedehnt wird. Und da seid ihr natürlich immens Unterschied zwischen einer intensiver Bewirtschaftung und einer extensiver. Aber wenn den Orologer guckt, dann ein bisschen aber trotzdem etwas vom Gras versteht, haben sie ganz andere Zuchten wie do. Du hast hauptsächlich das geziechten, hochwertig Futter für Milchkühe, für dass die so viel Milch gibt wie möglich. Das sind just paar Zuchten, wo du dran sind. Wie gesagt, viel Eiweiß, und hier viel mehr robust Sachen. Viel mehr Diversität dran. Und, wie gesagt, das geht ja dann nicht, das geht nie geschnitten. Das ist just Futter, das muss ganz Jahr erhalten. Galloway-Ranner und Wasserbüffeln, die engem Bauer gehören, gehen hier angesagt, für das Gras und das Schilf klein zu halten. Die Wasserbüffeln fressen dann auch das Schilf, was die Ranner nicht machen. Natur und Umwelt haben auch 2 Weihren hier angelöst, für die Kammmolch, eine bedrehte Art hier zu schützen. Aber auch Wasserbüffeln profitieren von diesen, für sich dran zu boden. Der hat die große Chance, wirklich die 2 Sachen zu tun. Der hat den Birsch mit einem ganz artenreichen Busch, wo auch artenale Minieren, das sind ja wirklich 2 Facetten, die wirklich immens artenreich und immens schön sind, auch vom Landschaftlichen hier immens schön sind. Und dann hat eben Hai, so ein Fischgebiet, so ein großes Fischgebiet von den größten am Land. Gell? Also das schmeckt nicht, dass nach einer anderen Gemeinde am Land so eine Chance hat. Für so ein Fischgebiet so plus nach so ein Busch mit Tagebaugebiet. Also das ist schon einzigartig, weil ich meine schön nach Römling an anderen Minderheitsgemengen, mit die keine Renatur, also kein Kind immer so wie der Teil. Weil sich an diesem Gebiet viel Reh und Wildschwein abhalten, wird dafür eine Jagd erlaubt. Verboten dagegen ist Fullen und Klappjagd. Hier sind die neue Schilder, die seht ihr noch relativ gut überall. Das ist der Mina-Trail. Das ist ein neuer Sentier für den ORT, den Office Regional du Tourisme, gekennzeichnet huet. Sie sind nicht ganz fertig. Sie verschiedene Teile, die noch fehlen. Ich gebe so ein nun Anfang August oder Ende Juli werden ganz gezeichnet sein. Das Weg geht von Rodange bis auf Peterbusch. Diedling hat ich gesagt, mir schwenken geht bis auf Peterbusch an die 75 oder 90. Ja, 90 Kilometer.
Das ist kein Buckel. Das heißt, muss ich praktisch dann am Zug am besten bis zur Prodange fahren. Und da kann ich, wenn ich das will, an 1 oder 2 Etappen, das ist so gut, du kannst auch soll ich nach Sujiten gemäht gehen, wo ich schlafen kann. Und da kann ich von Rodange zu Fuß bis auf Peterbusch gehen. An der Hai, sie holen dann natürlich immer interessante Sitten mit dran. Und den hast, wie gesagt, wenn ich da durchschaltet gesagt, das ist relativ neu, das ist der Minette Trail. Herr Sanipoli mon Tour iwwer de Stochchewe gemerkt mat viel Informationen. Et geht Naturschutzgebiet. Lo hast froh, wie lange dauert es noch bis dat lo aufgeschloss aus de Projekt do? Meier de Projekt do konkret wird wahrscheinlich Ende des Jahres komplett aufgeschlossen. Ich meine, wir haben gesehen, dass verschiedene Baggerarbeiten nach am Gang sind für den Bypass von der Kemelberg zu realisieren, wenn es eine Problematik von wir hatten. Das Wasser nicht aufgelaufen ist, und ich gebe Mengen mit der besten Chance, für das anfangs herrscht, werden die Baggerarbeiten fertig sein. An Prozedur, dass das ganze nationale Naturschutzgebiet soll gehen, denke ich auch, dass das bis Ende des Jahres wird durch sein. Wie telefoniert aus nach anderen Projekten, für etwas mehr weit nachzumachen? Ja, also das ist ja so. Wir haben also hier auf Schöfflinger Territoire, wo wir ja im Moment praktisch ich gebe so 80% von der Uelze renaturiert, angefangen am Brill, das dann den Anfangsjahr 2000 bis 2005 realisiert wurde. Dann haben wir 2006 ja hier am Gebiet du Massavo gefangen, wo wir heute gucken waren. Das wird dann noch das Jahr aufgeschlossen. Und dann am Herbst fangen wir die Lächentrasse an. Und das, wenn ihr von Esch könnt, das heißt der Puddel bis und Nussschloss vom Brill. Das wird am Herbst das Jahr angehen. Und dann wollen wir schon am Frühjahr 2022 fertiggestellt. Wenn ich nicht gerade Schöfflinger bin, sondern ich komme von auswärts hin, wo kann ich mich informieren, für die Weg zu gehen? Also ich gebe die besten Urlaubsstelle wäre den Service Écologique hier zu Schöffling. Das heißt der SUD, das heißt der Service Urbanisation et Développement Durable. Das ist direkt beim Stadthaus nebendran aus das Gebäude. Und das ist eine ganz gute Urlaubsstelle, weil die sämtliche Broschüren an Santien also mit Plänen leihen, wo ihr könnt machen. Und da kriegt ihr auch die nötigen Informationen, weil da sind noch Leute, die da die ganzen Sitz gut kennen. Wie ist es dazu gekommen, dass die Umweltkommission mit an dem Projekt dabei war? Die Umweltkommission hat von der Gemeinde auch unter anderem den Auftrag immer gekriegt, all Jahr für ein Tag in der Natur ein Projekt vorzuschlagen. Und da haben wir also mit dem Herrn Sanipoli Kontakt abgeholt und er hat ganz bereitwillig gesagt, ja, er will das mit uns die Trappeltour machen. Die Umweltkommission hat ja noch eine Aufgabe. Könnt ihr euch die ein bisschen abzählen? Wir haben jetzt leider Corona-bedingt ein bisschen reduzierte Aktivitäten. Mehr. Was haben wir heute das Jahr schon gemacht? Das war beispielsweise ein Projekt über Flächenbuffet. Da hat man das Jugendhaus und die Albert-Winger-Schule mit dabei, eine Schulklasse. Und da geht es beispielsweise darum, was für wache Ackerfläche braucht man, um eine Mahlzeit herzustellen. Und das gegenüberstellen, ein mit Fleisch und ein ohne Fleisch. Und das kann man beispielsweise auch neben dem Jugendhaus in die Backe, das ist auch mit Erklärung da, kann man da angucken. Was machen wir noch? Wir kriegen all Jahr im September den Forstplan vom Förster und für nächstes Jahr und wir müssen dann ein Avis dazu aufgehen. Was haben wir noch? Mit dem Clubhaus zusammen haben wir beispielsweise im Oktober eine Aktivität, da geht es um gesunde Ernährung. Ja? Und dann haben wir auch so Initiative, dass wir sagen, hier, wir wollen kein Mego mehr Eise Stroße Hund. Das heißt, wir haben da auch jetzt
in einer letzten Sitzung haben wir da eben gesagt, wir wollen das relancieren, dass die Leute sensibilisiert werden, nicht so viel Mego und auch Auffall auf der Straße zu geheimen. Wir haben auch eine Initiative da jetzt wieder relanciert, zu gucken, dass beispielsweise so Trinkwasserbrunnen im Mitteldorf installiert werden, sei es für die Muppe, sei es auch für die Leute, wenn die da Lunch kommen, dass sie mit einem Bidon füllen können. Auf jeden Fall wollte ich ja eben noch ergänzen, dass der Schöpferrat von der Gemeng unser Projekt immer gut unterstützt und auch alles macht, dass wir das umsetzen können.